Die letzten Übungsdurchgänge vor dem großen Wettkampf. Die 9 Schneuzer aus Surheim lassen ihre Gorseln so knallen, dass eine schnelle Abfolge entsteht. Da kommen sie ganz schön ins Schnaufen. Das ist ja richtig so, wer nicht schnauft, muss es verkehrt. Ein Stück schießen ist nicht so anstrengend. In Surheim findet morgen das Preisschneuzen statt. 36 Passen aus den umliegenden Orten treten gegeneinander an. Thomas Mittermeier von der Passe Surheim ist heuer im Organisationsteam. Wie fast jeder hier schneuzt er schon seit seiner Kindheit. Aber immer nur vom 2. Weihnachtstag bis Faschingsdienstag. Das ist eigentlich ganz lustig, weil irgendwie mit den Leuten hat man nicht unbedingt unter dem Jahr was zum tun. Und so gerade in die 2 Monate ist man dann irgendwie beieinander, versteht sich auch gut und dann, ja, irgendwie dann ist es immer so wie immer. Beim Schneuzen ist die Geselligkeit wichtig. Es gibt aber feste Regeln. Thomas Mittermeier hat dazu mit seinem Vereinskollegen Jonas Sieberer ein Video auf Instagram veröffentlicht, das viral ging. Hey, kannst du eigentlich schneuzen? Nein. Ja, dann brauchen wir einen Crashkurs. Aber dann habe ich überlegt, was kann man da reinmachen. Und dann sieht man halt tatsächlich bei uns, bei den Jugendschneuzer, da kommen sie teilweise mit den Crocs daher zum Schneuzen. Um den Sport des Schnalzens aktiv nachzugehen, ist die richtige Schnalzerbekleidung unerlässlich. Ein festes Schuhwerk garantiert einen sicheren und festen Stand. Beim letzten Testdurchgang auf der Schneuzerwiese hat keiner Schlappen an. Thomas Passe will noch einmal am Auftritt feilen. Gutes Abschneiden ist Ehrensache. Keiner will sich blamieren, was nicht so einfach ist. Die Bewegungsabläufe sind komplex. Die weißen Poschen an den Enden der Gorseln werden auf Schallgeschwindigkeit beschleunigt. Das ergibt den Knall. Oft müssen sie hinterher entwirrt oder sogar ausgetauscht werden. Dann die Analyse. Ich habe hinten das Gerät mitlaufen lassen und dann schauen wir uns jetzt mal die Auswertung an und wo wir halt nachbessern müssen. Oder vielleicht sind meine Unregelmäßigkeiten noch nicht mehr drin, weil man ist ja nie 100% fokussiert. Und wenn jetzt einer die ganze Zeit irgendwas hat, wo es halt nicht passt, dann filtern wir das halt jetzt raus und probieren wir dann beim nächsten Mal besser machen. Schauen wir mal. Ja, die tut jetzt. Wie war das Aufziehen total grausig? Und seid ihr zufrieden? Ja, schon. Also ich glaube, fürs Training langt es dabei mal. Für den Wettbewerb müssen wir nur Scheitel nachlegen. Die Konkurrenz aus den Nachbardörfern ist stark. Beim Brauch des Aperschneuzens geht es ursprünglich darum, den Winter zu vertreiben. Zusammen in einer Passe, von klein auf. Wir haben eine brutale Jugendarbeit. Da haben die ganz kleinen Kinder mit 6, die was das Schneuzen lernen. Und da sind 40 Kinder beieinander. Und wenn die einfach alle beieinander bleiben mit den Jahren, das spielt sich ja irgendwann einmal ein, die Regelmäßigkeit, jeder kennt seinen Vordermann und dann wächst man damit auf. Die Schneuzer erkennen gleich, wenn die Duscher so richtig schön laut und regelmäßig kommen. Aufnahmegeräte haben auch die Trainer der anderen Passen dabei. Viele schauen, wie gut die Konkurrenz schneuzt. Ein bisschen spionieren halt schon, ja. Aber letztendlich, morgen kommt die Nervosität bei vielen noch dazu und dann ist das nochmal ganz was anderes. Und da kann man halt im Probeschneuzen nur so gut schneuzen, morgen zählt's. 7 Preisrichter bewerten morgen die Schneuzer. Die sollen in einem Wohnhaus sitzen, gute 60 Meter Luftlinie von der Schneuzerwiese entfernt. Ja, man kann theoretisch durch die Wiesen abkürzen, aber die sind ja da dann 2 Stunden eingeschlossen. Also da kommt auch keiner zu den Preisrichterei. Als Organisator muss Thomas heute mithelfen, dass die Preisrichter gut untergebracht sind. In der Dachwohnung ist es eng. Für den Verband der Schneuzer im Ruperti-Winkel ist Marianne Hauser vor Ort und kontrolliert, dass man hier gut hört. Thomas organisiert per Handy Probeschneuzer auf der Wiese. Herr Servus, könnten mal 2, 3 Leute schneuzen, bitte? Erwachsene, ja, Kinder langen jetzt nicht. Das Fenster wird noch abgeklebt, denn bewertet wird blind. Das muss idealerweise da wie so eine Maschinengewehrsalve. Da gibt es ja auch die Legende, dass die Amis nach dem Zweiten Weltkrieg das erste Mal Schneuzen gehört haben, gemeint, haben der Krieg ist wieder angegangen und gleich mit der MG gekommen sind.
Aber dann hätten sie es probiert und sind heimgegangen. Hat nicht funktioniert. Ja, das Schneuzen hat's in sich. Deshalb wird bis in die Abendstunden weiter geübt. Der Wettkampftag. Über 800 Leute sind gekommen. Es beginnen die Kinderpassen. Da geht's oft nur ums Mitmachen. Bei den Erwachsenen wird's dann schon ernst. Und das Publikum feiert die Favoriten. Angesagt werden die Passen nicht. Das könnten ja die Preisrichter hören. Darum gibt's Schilder. Thomas Passe Surheim 1 ist als 8. dran. Jetzt ist die Aufregung auf alle Fälle groß. Ja. Gestern nach dem Training meinte Thomas, sie müssen heute noch ein Scheitel drauflegen. Als Schlussmann steht er ganz hinten. Vorne steht der Aufdreher Markus. Auftrag, 1, 2, hier geht's. Thomas wirkt nicht zufrieden. Also von den Abständen her haben wir zu eng geworden. Keine Ahnung, was da war. Das werden wir dann bei der Analyse irgendwann mal herausfinden, aber nicht mehr heute. Wichtig ist, wie die Preisrichter entscheiden. Hinter dem abgehängten Fenster bewerten sie alle 36 Passen und vergeben ihre Punkte. Marianne Hauser vom Schneuzerverband wertet sie aus. Und dann kommt der große Moment. Alle 36 Passen und ihre Fans fiebern der Preisverleihung entgegen. Dann kommen wir zum 7. Platz mit 142 Punkten, Surheim 1. Die Passe von Thomas, sie hatten sich mehr erhofft. Jubeln tun die Konkurrenten, weil sie weiter vorn platziert sind. Wir haben schon besser geschnitzt, wie wir heute leider abgeliefert haben. Jetzt haben wir was zum Aufarbeiten und dann werden wir wieder anpacken. In 3 Wochen ist ja schon das große Schneuzen dann und da werden wir dann mehr Gas geben nochmal. Da werden wir eine Schippe drauflegen. Helmut, komm halt her! Der Erste dazu. Wir sind unter die ersten 10. Bei den ersten 3 Plätzen ist die Spannung dann besonders groß. Und der Sieger des heurigen Gebietspreisschneuzens der Gemeinde Soldorf Surheim mit 163,5 Punkte, Sillersdorf 4. Letztes Jahr war diese Passe noch in der Jugendwertung. Heuer holen sie den Sieg bei den Erwachsenen. Eine kleine Sensation im Ruperti-Winkel.